Chilleturm-Müsefamilie. Chilleturm-Müsefamilie. Hallo zusammen! Heute erzähle ich euch wieder mal eine neue Geschichte von unseren kleinen Freunden rund um Kille Unterseen. Und wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt, mit den Sachen, die rund um mich herum sind, geht es heute wirklich um die kleinen Freunde. Nämlich um die Chilleturm-Müsefamilie. So ist es gegangen. Und von denen erzähle ich euch heute. Und das ist eine ganze Familie, nämlich die Mama Maus, der Papa Maus, der Grossvater Theodor und 26 Müsekinder. Und wie die alle heissen, ihr findet nicht von allen den Namen heute raus, aber von ein paar. Und jetzt geht's los mit der Geschichte. Und die Geschichte von heute heisst: Der Müsli-Grosspapi Theodor erzählt aus dem grossen, schweren Bibelbuch. Im grossen Turm vor Kille Unterseen wohnt die grosse Chilleturm-Müsefamilie. Die Mama Maus, der Papa Maus, 26 Müsekinder und der Müsli-Grosspapi Theodor. Kein Wunder, dass es im Chilleturm kräschelt und piepset und Tag und Nacht etwas läuft. Gerade sitzt der Müsli-Grosspapi Theodor ganz gemütlich in seinem Sessel. Ein bisschen wenig jetzt gerade. Da kommt das jüngste Müslikind rein, Zipora. Grosspapi Theodor, erzählst du mir wieder mal eine Geschichte? Aus dem grossen, schweren, dicken Bibelbuch? Bitte, du erzählst einfach am besten. So bettelt Zipora. Der Müsli-Grosspapi Theodor zwirbelt seine grauen Schnurrhaare. Zipora, willst du nicht lieber draussen mit deinen Müsegeschwistern spielen? Nein, Grosspapi, hörst du nicht, wie es draussen regnet und wie grusig, nass zu kalt es ist? Und sowieso hast du uns schon mega lange keine Geschichte mehr erzählt. Ich weiss gerade gar nicht, sagt der Theodor und kratzt sich an die Stirn. Mittlerweile ist auch die Ilona hergetapselt, das zweitjüngste Müsekind. Ja, Grosspapi, bitte, 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 erzähl uns eine Geschichte. Uns ist es so langweilig. Und weil die Müsli sehr gute Ohren haben auch die anderen Müsekinder schnell gehört, dass die Ilona und Zipora probieren, den Müsli-Grosspapi zu überzeugen, ihnen eine Geschichte zu erzählen. So geht es nicht mehr lang, bis eins und das andere rosarote Näschen um die Ecke schaut und bald ist eine ganze Schuppel der Müsekind beim Theodor versammelt. Bitte nur eine! Ja, einfach eine kurze Geschichte. Nein, wenn schon eine lange. Grosspapi, du bist einfach der Beste. Bitte erzähl uns eine Geschichte. So hat es getönt. Der Theodor zupft sich am Ohr und probiert die Müsekinderschar zu beruhigen. Psst, psst, seid doch mal leislich. Ich habe euch ja gehört. Psst, so kann ich ja gar nicht denken, wenn ihr alle so durcheinander piepselt. Psst, ruft auch die Adina. Sie ist das älteste Müsekind. Seid endlich ruhig. Der Grosspapi will etwas sagen. Sie werden alle mucksmüsli still und schauen den Theodor mit ihren kleinen Äuglein gespannt an. Also gut, wieso eigentlich nicht? Ich erzähle euch eine Geschichte. Juhu, rufen die Müsekinder und geben einander ein High Five, weil sie es geschafft haben, ihren Grosspapi zu überzeugen. Aber bevor ich anfangen kann, sagt der Theodor, weiss jemand von euch, wo meine goldige Lesebrille ist? Und einen Hagebuttentee könnte ich auch noch brauchen. Die Adina hat das schnell organisiert. Die Bora, Ilona und Salomon, geht schnell die goldige Brille suchen. Die Hanna, der Quirin und Esther, die machen der Küche Hagebuttentee. Und die anderen Müsli trommeln noch die letzten Müsegeschwister zusammen. Jeder bringt ein Küssi mit und alles, was sie gerade finden können, so dass sie es besonders gemütlich haben beim Geschichte hören. Und als sie dann alles parat hatten, sind die kleinen Müsli aneinander gekuschelt, der dampfig heiß und mega rot Hagebuttentee neben Grosspapi Theodor ist auch da gestanden.
Und die goldige Lesebrille hat Ilona dann schlussendlich verstaubt ganz hinterst unter dem Bett gefunden. Alle schauen gespannt. Da fragt Adina: «Du Grosspapi, wo ist jetzt eigentlich dein grosses, schwere Bibelbuch? Ohne das kannst du uns ja gar keine Geschichte erzählen.» Lacht der Müsli-Grosspapi und schlägt sich mit der Hand an die Stirn. «Da hätten wir ja das Wichtigste fast vergessen. Ich bin schon ein bisschen Schussel. Schau, da hinten im Bücherregal ist es.» Und schon kumpelt Hanna, die Orpa und der Fritzli auf und schleppen das grosse, schwere Bibelbuch aus dem Regal zum Theodor. Unterwegs ist Hanna am Fritzli noch auf den Schwanz gestanden, aber zum Glück nur fein, und so haben sie dann endlich alles parat gehabt, um Geschichte zu hören. So, und jetzt muss ich euch leider hier zuerst mal eine kleine Pause machen, weil das war die Geschichte, ganz die erste Geschichte vom Grosspapi Theodor und seinem Müsekind. Und im nächsten Video hört ihr dann, welche Geschichte das der Grosspapi Theodor dem kleinen Müsekind erzählt hat. Ich hoffe, es hat euch heute Spass gemacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!